Jesus und Paulus und der andere Apostel, die haben Verken von Gott seine Arnt geredet. Wir losen wird nie davon in Galater 6 und wir wollten über dort Jesus auch von seiner Arnt geredet hat. Zum Beispiel in Johannes 4, Vers 35 und 36, redet Jesus auch von seiner Arnt. Er sagt, du in Johannes 4, Vers 35 und 36, er sagt, sei nicht, dort sind noch 4 Monate, bei der Arntzeit kommt, aber ich sage euch, merke mal, dass ihr ob und kickne der Arnt, der ist so rieb im Reitem Arnten. Wer der Arnt anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass die du seht und die du Arnt sich taub freien kann. Und ich will noch einen Aufschnitt lesen aus Matthäus 9, Vers 37 und 38. Du so redet Jesus weiter von seiner Arnt, er sagt, du hast eine große Arnt, aber du sind nur wenig Arbeiter. Frag doch dem Herrn, den der Arnt hielt, dass er Arbeiter schickt, der Arnt anzubringen. So, ich habe 2 Fragen für uns. Erstens, von welcher Arnt redet Jesus hier? Eine physische Arnt? Was meint Jesus hier? Kinder Gottes, dass Menschen Kinder Gottes wollen sollen, nicht? Ja. Jesus in der Arnt besteht aus alle verlorene Säulen, die das Evangelium hören sollen und annehmen sollen, in Christen wollen sollen. Gott will haben, dass alle Menschen sich abmerken sollen, right, dass sie sich gerat worden, aber er braucht Arbeiter, um an sein Evangelium zu bringen. Ganz verständlich. Und obwohl mehr als 2000 Jahre vergangen sind, von da, als Jesus diese Welt gesagt hat, ist der Arbeit nach Krieg so viel und sind die Arbeiter nach Krieg so wenig. Jesus befiehlt uns, fragt doch dem Herrn, den der Arnt hier, dort er Arbeiter schickt, der Arnt anzubringen. Auf Englisch sei wie, pray the Lord of the harvest, that he would send out workers into the harvest. Und wenn wir das beten, dann was beten wir zu Gott? Dass er Menschen rauben soll, um für ihn zu schaffen, nicht? Wer sind die? Wer sind die Arbeiter? That's right. So, Gott will haben, dass alle Menschen sich abmerken sollen und seine Kinder wollen, und dann, wenn wir seine Kinder sind, dann sollen wir für ihn schaffen. Dann sollen wir seine Arbeiter. Und wenn wir beten, dann Gott, bitte schick deine Arbeiter rüt, um diese Arnt anzubringen. Dann in Wirklichkeit beten wir zu Gott, Herr Jesus Christus, brauch mich. Gib mir Arbeit für die zu tun. Wies mir, was ich für die tun kann, um mitzuhelfen, deine Arnt anzubringen. Wie sind seine Arbeiter? Jesus hat alle Kinder Gottes an seine Arnt neigeraubt. Und dort wie die Welt sein sollen, wer Jesus Christus ist, was er für uns zu tun hat, was er für uns alle Tag noch einmal tut. Das sei wie. Und dort gibt an Gottes Wort verschiedene Arnt Jesazen. Rules of the harvest würden wir auf Englisch sagen. Und diese Jesazen, wenn einer die versteht, die kann uns helfen, Gott seine Arntbete zu verstehen. Und wenn wir Gott seine Arntbete verstehen, dann können wir noch mehr erfolgreich sein für ihn, dann können wir noch viel mehr für Gott tun, dann können wir noch viel mehr Arnt anbringen, als was wir nie tun. Und wir werden 3 verschiedene Arnt-Jesazen aus Gottes Wort betrachten. Wir wollen 2 von diesen Jesazen von dir betrachten. Und dann der letzte Jesatz, wo wir nächstes noch betrachten. Und so sage ich, sollen diese Jesazen uns aus Christi Mitarbeiter helfen, Gottes Arntbete zu verstehen, sodass wir mehr erfolgreich sind für Jesus Christus. Und das erste Jesatz fingen wir in unserem Text aus Galater 6. Vers 7 bei 10. Am Anfang los ich diese Vers in Hochdeutsch, nu wollte ich Plattdeutsch lesen für uns. Galater 6 von Vers 7 bei 10, sagt Paulus. Er sagt, irrt nicht, Gott lässt sich nicht spotten.
Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer du sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von dem Fleisch verdorben ernten. Wer übersät, den Jäst zu gefallen, wird vom Jäst dort ewig Leben ernten. Weil wir nicht meid wollen, Gott zu tun, wenn wir nicht mutlos wollen, wo wir ernten, wenn es ihr Stiete zu ist. Und deswegen soll wir so fertig als wir Gelegenheit haben, und alle Menschen Gott tun. So in Vers 7 sagt dort, was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und das ist ganz selbstverständlich, wenn einer Schulden sät, was wird er dann Luther ernten? Wer beschauten? Das wird oben von ich sein, nicht? Dann wird einer doch Frauen haben. Der wird Schulden ernten. Was ein Mensch sät, wird er Luther auch ernten. Und diese paar Worte können als Warnung, aber auch als Trost gelesen werden. Und ich glaube, wir würden die Eier als Warnung lesen, wie es Paulus sagt, irrt nicht. Er redet nur streng zu seinen Leser. Gott lässt sich nicht spotten, sagt er. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer du sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von dem Fleisch verdorben ernten. So hier redet er mal als eine Warnung. Und er sagt, um Arbeiter Christi zu sein, müssen wir erst Jesus Christus euch haben. Wir können nicht was sehen, wenn wir dort nicht haben. Wenn wir nicht Sud haben, dann können wir nicht Sud sehen. Wenn der Lusch ladig ist, wird einer dann sehen. Right? So wir müssen erst Kinder Gottes sein, wir müssen erst Jesus euch haben und auch ein Leben führen, wo Jesus sich freut, wie für am Schafen kann. Wir können nicht Gottes Sud sehen, wenn wir nicht Gottes Sud haben. Wir können nicht Gottes Sud, jährliche Gottes Sud sehen, wenn wir noch in einer Welt leben dann, wenn wir noch für Sud und schaffen dann. Wenn dann, wo wir Sud sehen, aber dort wird nicht Gottes Sud sein. Dort wird Kreuz sein, nicht? Kriegst du Jesus einzeln ein Gleichnis sagt. Wir wollen für Sud und schaffen, wir wollen schlechte Sud sehen. Und das ist nicht, was wir tun werden. Wir werden Gottes Sud für Jesus Christus sehen. Menschen, die noch nicht Kinder Gottes sind, aber für Jesus Christus proben zu schaffen, die täuschen sich selbst. Die proben Gottes Sud zu sehen über Arten Fleisch, die Arten Lute Sünden, die Arten Folgen. Woran wir solange wir Sünden am Hort haben, wo wir beise Sud sehen. Und Paulus sagt, wer du seht, sein Fleisch zu gefallen, wird von dem Fleisch verdorben ernten. Gott lässt sich nicht spotten, sagt Paulus hier. Was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Wir lesen zum Beispiel auch in Hiob 4, Vers 8. Er sagt, ich habe dort fertig gesehen, dass die, wer schlechtet anpliegt, in Trouble sehen wird, kriegt dort eine Arnt kriegt. Wenn einer Sinn sieht, oder Sünden sehen wird, wird einer der Folgen ernten machen. Und über diese Wahrheit hat auch eine gute Sicht an sich. Paulus erklärt, er sagt, wer überseht den Jäst zu gefallen, wird vom Jäst und ewig Leben ernten. So, das hat zwei Seiten. Als Arbeiter in Gottes Ernte können wir verschiedene Jäste sehen. Wenn wir Jesus in der Nachfolge sind, dann können wir gute Sud sehen und dort ja verschiedene Sorten von Sud. Zum Beispiel, wir können gute Wolken sehen. Die an Jesu Namen gedun worden und utläuft zu Gott und andere Menschen gedun worden. Wir können auch mit unserer Wied sehen. Was sind was Dinge, die wir mit unserer Wied sehen können? Wo kann wir Gott da mit unserer Wied? Gott priesen, absolut. Am Loben und Danken, am Anbeten, das haben wir mit unserer Wied tun. Was haben wir noch mit unserer Wied tun? That's right. Andere von Jesus zu vertellen. Absolut, wir können sein Wut verbreiten. Was haben wir noch tun mit unserer Wied, was Gott ist? Was wir nicht genug tun vielleicht, andere Menschen abbühen, right? Ermutigen, Motto sprechen. Und ich glaube, viele von ihnen tun dort all. Und das soll sein, wichtig, dort wieder tun, wenn dort Arbeit für Christus ist manchmal sehr schwer und manchmal fehlt uns ein bisschen eine Ermutigung.
wie kann Menschen abbühen, Mut sprechen. Und wie kann auch mit unseren Gebeten Gottes Wort sehen. Wie kann für die beten, die unsere Gebete brücken? Wie kann beten, dass Gottes Wort verbreitet wird? Wie kann für Prediger beten, in Missionars beten, in Missionen beten? Wie kann für die beten, die noch verloren sind, dass sie Jesus Christus fingen wurden und Jesus Christus vom Horten annehmen und für am Leben wurden? Wie kann für so viele Dinge beten? Und manchmal, wenn ich so manches beten, dann weiß ich nicht einmal, wo ich anfangen soll. Soll ich für die Kranken beten oder soll ich für die Missionen beten oder soll ich für die Predigerbrüder und ihre Familien beten? Und das gibt immer so viel, wofür einer beten kann und soll. Und ich hoffe, wie down dort, ich hoffe, wie sehen Gottes Wort durch unsere Gebete. Und wir wissen nicht, wo diese Gute Worte, wo diese Wird und Gebete von Gott gebraucht wurden, um Menschen zu helfen, in verlorene Säulen nach Arm zu bringen. Aber ein Ding ist klar, liebe Geschwister, dass unser Gute Wort, die wir für Gott sehen, dann eine gute Arnt bringen wird. Wenn Gott das Wort uns dort versprechen wird. Was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Und dann sagt Paulus in Galater 6, Vers 9, weil wir nicht müde waren, Gute zu tun, wenn wir nicht mutlos waren, dann wo wir ernten, wann dort ihr steht, du ist. So, das sind Worte, die uns trösten sollen, niemals abzuhören, Gute so zu sehen. Wenn wir nicht müde und mutlos in unserer Arbeit für Christus waren, dann wo wir viel Gute so sehen und eine große, feine Riepe Ernte anbringen kann für Jesus Christus, wofür Gott uns belohnen wird. Paulus sagt in 2. Korinther 6, oder 2. Korinther 9, Vers 6, 2. Korinther 9, Vers 6 sagt er, denkt daran, wer sparsam sät, wird auch, that's right, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Das ist auch ganz leicht zu verstehen, right? Wenn einer bloß ein paar so keiner sät, wo soll einer dann nur eine große Ernte kriegen? Ganz einfach zu verstehen. Dann sagt er, wer über mit volle Hänge einstreut, wird wirklich ernten. Ich las mal, wo die Farmers erst einmal dort deuten. Die nehmen eine Handvoll Sud und deuten die geschät, einmal so das sehen und dann lootet dann gibt dort eine feine, dicke Ernte. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer mit volle Hänge einstreut, wird wirklich ernten. Und hier soll ich sagen, dass unsere Belohnung nicht die Hauptmotivation für unsere Arbeit für Christus soll sein. Das soll live sein. Jesus will, dass wir unsere Augen aufmerken sollen und den Wert, der jeder soll vor Gott haben, sein. Und wenn wir das sein können, dann wird es nicht schwer sein, andere live zu wissen, wie wir weiten, dass Gott an live hat und dass Gott uns brücken will, jeder soll nach Arm zu bringen. Ja, das stimmt. Je mehr wir sehen, je mehr wir ernten wollen. Aber ich glaube, dass eine von der größten Belohnungen, die wir einen Tag kriegen wollen, wird sein, wenn Jesus uns wiesen wird, wo er auf uns brücken könnt, um Seelen nach Arm zu bringen. Und das wird eine Opfergabe sein, die wir bei Jesu Feit am jüngsten Tag wollen leiden können. Das wird ein Zeichen sein oder ein Beweis von unserer Dankbarkeit und Life Gott gegenüber sein. Das wird ein Dankopfer für dort sein, was Jesus für uns getan hat. Und hier ist eine Frage für uns, wo steht dort mit uns? Sind unsere Opferschiebe noch ladig? Was habe ich für Gott gesehen? Was wir am jüngsten Tag oder am letzten Tag Jesus bringen kann, wenn er uns für sich glaubt. Was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Und dort wollen wir einfach bei Jesus fortleihen. Der zweite Gesetz steht in Johannes 4. Wer mal lesen will, weil Johannes 4 für uns lesen. Von Vers 36 bis 38. Johannes 4, 36 bis 38. Wer der Arnt anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass die,
die du seht, und die du Arnt sich taub freien kann. Dus hier ist der Spruch vor. Einer seht und der andere Arnt. Ich habe ihnen gesagt, dort Arnten, wofür sie nicht gearbeitet haben. Andere haben die Arbeit getan und sie sind in ihre Arbeit nachgekommen. Wir lesen in Vers 37, einer seht und der andere Arnt. Hierbei steht eine sehr wichtige Wahrheit für uns, liebe Geschwister. Gott hat uns geraubt, manchmal so zu sehen und manchmal Arnt anzubringen. Das meint, dass wir nicht immer die wollen sein, die sollen in Christus bringen wollen. Und vielleicht will Gott uns als Südstreher brauchen, die Süd in verlorenen Horten sehen tun. Und dann wird Gott Luther andere brauchen, um die Süd zu wässern oder Frucht davon zu ernten. Wir wollen nicht immer in der Lehre sein, dort zu ernten, was wir hier auf dieser Welt gesehen haben. Obwohl wir immer sollen bereit sein, Gottes Wort zu verbreiten und Menschen zu helfen, Gottes Wort unternehmen. Wir schaffen nicht allein in Gottes Arnt. Na, gleich für Prediger und für Missionare ist das für eine schwere Lehre unternehmen. Die schaffen für Gott eine Hoffnung, dass ihre Arbeit ein Tag viel Frucht bringen wird. Und das gibt sogar Menschen, die in ihrer Lebenszeit sehr wenig Frucht sein, von dort, was sie für Gott getan haben. Das muss sehr entmutigend sein für dich. Na Leute, wenn die vielleicht all in der Ewigkeit sind, all weiß sind, dann kommt ein anderer, der das Privileg hat, ein Vorteil hat, all das gute Frucht zu ernten, all das gute Ernte anzubringen, was der andere gesehen hat. Und das ist eine Lehre, wo wir als Prediger und als Missionar und als Kinder Gottes überhaupt uns freuen sollen. Right? Wir schaffen taub. Der eine sieht, der andere Arnt. Manchmal kann wir ernten, dort ernten, was andere Menschen gesehen haben. Wir schaffen taub. Wir sagen, das soll uns nicht entmutigen, aber ermutigen. Weil wir nicht mutlos waren, weil wir nicht für die Frucht von unserer Arbeit sein. Das geht möglich, dass die nur ans kommen wollen, die Frucht ernten wollen, was wir gesehen haben. Und dann wird die Belohnung geteilt. Und das ist okay. So will Gott dort. Hier sei wie, woran es so wichtig ist, dass wir als Christen taub schaffen sollen. Ich sehe nicht der Einzige, der jährliche Sud sehen wird, die dann alle. Wir schaffen taub. Alle Kinder Gottes sind Mitarbeiter mit Christus. Christus Paulus uns in 1. Korinther 3, Vers 6 sagt. 1. Korinther 3, Vers 6. Er sagt, ich die planten, Apollos geht weiter. Right? Der eine sät, der andere wässert. Wir schaffen taub. Und Christus alle Kinder in einer Familie verschieden sind, so sind Gott seine Kinder auch. Das weit wie alle geht, und Christ so will Gott dort auch kann. Wir sind mit verschiedenen Talenten und Gaben geboren, und der Jesus raubt uns die verschiedenen Abgaben. Keiner von uns hat dieselbe Erfahrungen im Leben oder Gelegenheiten im Leben. Und wir nicht überein sind, können wir einander helfen, Sud für Jesus zu sehen und jegliche Frucht für Gott zu ernten. Wir sind von Gott berufen, gemeinsam für Amt zu schaffen, für das Reich Gottes zu schaffen. Wir können das nicht allein, und das hält uns demütig vor Gott und vor Menschen. Und kriegt so will Gott dort. Wir müssen taub schaffen. Der eine sieht, der andere ernt, sagt Paulus. Wir schaffen taub. Und kriegt so auf Jesus Christus uns auch gelehrt. Zum Beispiel, für einer ist es schwer, mit fremden Menschen zu reden. Vielleicht ist es ein bisschen blöd, right? Aber der hat so eine Natur, wo leicht Menschen abbühen und ermutigen wird. Und das ist fair. Und dann für die andere ist es ganz leicht, mit Fremden zu reden, aber schwer andere zu ermutigen. In dieser Bett, wenn sie dann taub schaffen, dann kann ein viel größerer Segen sein, als wenn sie apart würden schaffen oder allein würden schaffen. Schaff taub. Wir müssen taub schaffen. Wir haben verschiedene Talente, wir haben verschiedene Gaben von Gott gegeben. Wir sollen taub schaffen. So will Gott dort. Und das stimmt kreuz so gut für Prediger. Prediger sind nicht überein. Glaubt ihr dort?
Der eine kann so fern eine schwere Timer utleihen. Und der nächste aber, das ist mein Evangelist. Wenn er predigt, dort, I don't know, Menschen kommen nicht fern. Die merken sich ab und die bekehren sich. Was der Prediger sind sehr fern, mit den gewöhnlichen Verantwortungen zu erfüllen, was die Prediger zu tun haben. Wir sind verschieden als Prediger. Und deswegen schaffen wir als Predigerbrüder von der Gemeinde Gottes taub. Wir schaffen taub. Und deswegen luden wir Jahresprediger an, um hier Ufentjahrsversammlungen zu leiten, dass wir Fähigwerk haben. Wir weiten, dort wir als Mitarbeiter Christi taub schaffen sollen. Der eine sieht und der andere ahnt. Und das fehlt es dort. Das fehlt es dort. Ich weiß, als wir noch in Mexiko waren, das gibt Tiden, wo das noch schwer ging. Für uns, weißt du, von den jungen Menschen, oder die meisten von den jungen Menschen, wir nicht Kinder Gottes. Und manchmal braucht das was Troubles. Und wir beten so sehr für dich. Und ich prüfte dann, was ich kann mit dir. Und die schienen mir immer tot zu sein. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann hatten wir Ofenversammlung. Und dann saß jemand daheim, predigt ein paar Wörter. Und ich habe mir das alle gefallen. Wir sind verschieden. Right? Wir schaffen taub für Gottes Reich. Und wenn wir wahrlich sind, taub zu schaffen und mit anderen Kindern Gottes taub zu schaffen, dann kann Gott viel mehr durch uns tun, als wenn wir ein Part schaffen tun, als einzelne Christen ein Part schaffen tun. Wir sind verschieden, Prediger sind verschieden. Und deswegen schaffen wir wie die Gemeinde Gottes taub. Wenn wir weiten, dass wir einander fehlen. Wenn wir taub schaffen, dann können wir viel mehr so sehen und wir können viel mehr so wässern und wir können viel mehr Arnt anbringen für Gottes Reich. Wir schaffen taub. Wir schaffen taub. Jesus sagte seine Jünger, merk einmal die Uhren ob und kick nicht der Arnt, der ist all rieb und reit zum Arnten. Ist der noch einmal rieb? Noch einmal reit zu Arnten? Die habt ihr noch viel Arbeit zu tun? Sind die Arbeiter noch wenig? Die sind von der und Tag noch wenig. Jesus in der Arndt besteht aus alle verlorene Säulen, die das Evangelium hören und annehmen sollen. Dort gibt verschiedene Arndt-Jesazen, liebe Geschwister, die uns helfen können, seine Arndt beten zu verstehen. Erstens, was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Wenn wir gute Gäste Jesus sehen, dann wollen wir eine gute Ernte kriegen. Wenn wir viel sehen, dann mit voller Hängen ausdrehen, dann wollen wir viel ernten können. Wenn wir wenig sehen, wenn wir sparsam sehen, dann wollen wir sparsam ernten, sagt er. Und wenn wir schlechtes sehen, dann wollen wir den Tod ernten, sagt Gottes Wort uns. Was ein Mensch sieht, wird er ernten. Und zweitens, sagt Jesus, als einer sät und der andere arnt. Gott will, dass Christen an seine Arnt taub schaffen sollen. Er hat uns verschieden gemerkt und hat uns verschiedenste Guben und Gelegenheiten und Beraubungen gegeben. Und wenn wir taub schaffen, dann können wir viel mehr Sud sehen und viel mehr Frucht ernten, als wenn wir alles proben, Salz und allein zu tun. Der Arnt ist rieb. Von der Jaft hat genug noch zu tun für ihn. Wir sind verschieden, aber wir wollen taub schaffen. Ich glaube, wir tun auch taub schaffen. Aber vielleicht waren wir entmutigt, right? Uns fehlt mehr Mut zu fühlen. Und vielleicht sei wir so wenig Frucht von was wir für Jesus tun. Aber wer nicht mutlos wird, wer nicht müde wird, right? Gute zu tun, wird ein Tag sein, was er für Jesus getan hat. Der wird Frucht sein. Und die Wort an seine Abschied haben, was er oder sie ein Tag bei Jesu freut, was leiden kann. Der Arndt ist rieb, muss Gott uns helfen, an seine Arndt zu schaffen und füreinander zu beten. Amen.